Hey, ich wollte sagen, ich habe es aufs Tram geschafft, beziehungsweise ich stehe da und es kommt jetzt dann. Bis gerade, ich freue mich. Hey zusammen, hier ist Flavia Und da ist Jenny. und herzlich willkommen zu der ersten grossen Folge Fiasko Famoso. Heute reden wir darüber, was neu ist an unserem Podcast und wir reden über Kindheitsfreundschaften oder Freundschaften allgemein in Retro-Perspektive. Was das genau ist, das werdet ihr sehen. Wir sind noch nicht ganz in unserem Podcast daheim angekommen. Wir sind jetzt da, wie soll ich sagen, an den Zügelten dran und irgendwo jetzt schnell Unterkommen. eingenistet. Ganz kurz. Sicher mit besserer Tonqualität, Auf hoffen jeden wir. Fall. Man hört es. Also wir haben jetzt auch zum ersten Mal Kopfhörer an, wenn wir aufnehmen. Und seine eigene Stimme wirklich so im Ohr drin hockend zu hören, das ist so... Also ich finde es so, weil ich deine Stimme so nahe höre, ist das sehr intim, muss ich sagen. Ja, aber so ist es ja auch, wenn andere Leute unseren Podcast hören. Ja, aber nicht, also ja, je nach Kopfhörerquali. Aber ja, Aber eigentlich ist es schon intim, weil deine Stimme hockt diesen Leuten im Ohr. Du sagst es. Ja, Mein so ist Flo. es. Ja. Aber nein, hey, an dieser Stelle, wirklich als allererstes haben wir uns fest vorgenommen, euch allen da draussen, die den Podcast hören, denen wir im Ohr hocken, euch allen einfach ein grosses Dankeschön zu sagen, weil wir haben jetzt mega viele Mini-Updates rausgehauen in den letzten Wochen, einfach um so ein bisschen unseren Spotify-Account am Leben zu behalten und wir haben immer irgendwie ein bisschen gebastelt, schlechte Tonqualität, schlechte Videoqualität und für alle, die auch in dieser Zeit, in dieser komischen Zwischenphase immer reingeschaut oder reingelassen haben. Allen haben wir einfach Danke sagen und ja, schön, haben wir auch heute wieder eingeschaltet. Weil das alles macht nur Sinn, wenn jemand reinlässt. Wir erzählen natürlich beide auch gerne einfach so uns Sachen, aber umso schöner, wenn die Leute halt reinhören. Darum, ja, danke auch von mir und let's go, würde ich sagen. Yes! Schnell einfach etwas Neues, was neu an unseren Folgenstrukturen ist. Shit und Schein bleibt. Wir wollen auch eigentlich so ein bisschen ein Thema spezifisch festlegen, nicht dass es einfach ein Laber-Podcast ist, es sollte so ein bisschen eine Mischung sein. Also ja, so wie ich uns kenne, werden wir schon auch viel ausschweifen oder so. Ja. Aber ja, in dem Sinn hat jede Folge so ein bisschen ein Thema, das war eigentlich vorher auch schon so gewesen. Genau. Aber mit der Möglichkeit, dass jetzt Shit und Schein vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausschweifen kann. Mal schauen. Genau. Schauen, Was uns so bedrückt oder was uns so bewegt. Und genau die Schlusskategorie, die wir manchmal auch vergessen haben, Bucketlist, das gibt es jetzt definitiv nicht mehr. Mit der haben wir Schluss gemacht, ja. Genau, aber wir haben wieder eine andere, sind wir zusammengekommen mit einer anderen Kategorie. Und zwar heisst die dann «Flavia fragt und Jenny judged». Genau, mit der läuten wir dann immer so ein bisschen den Schluss von der Folge ein. Und was sonst neu ist, wobei, nein, neu ist das eigentlich nicht. Wir kommen immer noch jeden zweiten Montag mit einer neuen Folge. Und sonst, es gibt jetzt immer noch überall dort, wo es Podcasts gibt. Und genau, ja, was uns vielleicht, dass ihr wisst, was in den nächsten Wochen vielleicht auf euch zukommt. Wir wissen es auch noch, wir haben es noch nicht in Stein gemeißelt, aber was uns im Kopf so ein bisschen schwirrt, ich fange jetzt mal ein bisschen an, keine Ahnung. So themenmässig Vielleicht nicht und vielleicht der Tod in der Gesellschaft. Genau, wegen Aufwachsen mit einem behinderten Bruder. Oder so ein bisschen Herkunftskrise, wenn man irgendwie einen Migrationshintergrund hat und sich so ein bisschen nirgends richtig daheim fühlt. Genau, und wir sind auch offen für Gäste. Wir haben auch schon ein paar Ideen. Wir sind aber immer offen auch für eure Ideen, auch für Themeninputs. Das gerne in Kommentaren oder wenn ihr das nicht so auf Spotify wollt, könnt ihr uns das natürlich auch privat auf Instagram schreiben. Genau, und eben, da fällt uns vielleicht noch ein, dass wir ja mal auch noch wieder eine anonyme Insta-Story-Umfrage machen oder so, falls ihr anonym Themen platzieren wollt. Aber ja, wir haben einiges vor. Genau. Und heute starten wir so richtig und ich freue mich mega fest. Ja, willst du gerade starten? Yes, also mit Shit haben wir gesagt, starten wir. Also mein Shit diese Woche war, also ich bin ja jetzt gerade vor kurzem aus der Ferien heimgekommen und wir sind am Flughafen und am Flughafen, oder sagen wir so, es ist einfach immer alles ein bisschen teurer als normal, aber etwas hat mir richtig wehgetan. Wir haben nämlich halt einfach Hunger gehabt und dann haben wir, die Auswahl ist ja meistens scheiße am Flughafen oder einfach alles nur ungesund und so. Und dann habe ich gefunden, komm, ich gebe mir jetzt irgendwo so ein Sandwich und ich habe irgendwie Lust auf einen Äpfel und eine Banane und dann hat ein Sandwich die 2 Früchte, ein Riegel und 2 Wasser. Darf ich erraten? Ja.
Warte, wenn es Jenny... das ist aber immer so, wir haben ja so ein bisschen ein Ungleichgewicht, was wir teuer oder nicht teuer finden. Ich sage in Schweizer Franken oder Dollar. In Dollar. Dollar in New York, I would Genau. say Ja. 35. 50 Ui. fucking Dollar. Ja. Für ein Sandwich, eine Banane, Äpfel, Wasser. Und Ja. ich habe wirklich alles gescannt und mich nicht gefragt, wie viel es kostet. Aber wo ich dann den Betrag sehe, ich so, was? Ich habe im Fall nochmal überlegt, ob ich es alles zurücklegen soll. Weil ich denke, also ich habe es dann gekauft, aber ich bin richtig so gewesen, Alter, für $50, also im Wert von $50 haben wir in der Dominikanischen Republik die Nacht. Ja, Logisch, ja. ist ja klar, dass dort die Währung, die ist dort einfach weniger wert. Aber trotzdem, wieder zurück in der Realität. In New York Preise kann man ja eigentlich schon ein bisschen mit Zürich-Preisen auch vergleichen. Und ich bin so gewesen, Alter, das tut richtig weh. Aber am Zürich Flughafen 50 Stutz, 2 Sandwich. Nein, das Ding ist eben, New York und Zürich sind teure Städte, aber die Preise am Flughafen Ja, ja. sind immer noch mal Ja, ja. teurer. Einfach weil, ja, wenn du, also entweder kaufst oder kaufst halt nicht. Du kannst eh nicht aus dem Flughafen rausgehen. Die wissen einfach, dass sie es teurer machen können. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann gekauft und ja, ist okay gewesen. Gut, hast du es verarbeitet. Ja, ich habe den Verlust verarbeitet. Oh man. Dein Shit. Ja, ich habe vor 2 Tagen gemeint, ich werde krank, weil ich also Kopfweh hatte und nachher habe ich es aber realisiert, dass ich Nackenstarre habe. Und mir, kennst du den Begriff Knickgruber? Was? Knickgruber? Ich glaube, man sagt Knickgruber. Ich wollte eigentlich schon sagen, ich habe den Gruber? Knickgruber, aber ich habe gewusst, so, das wirst du eh nicht kennen. Ich bin Warum googeln, hast du gedacht, ich kenne das nicht? weil das so ein klassischer urchiger Begriff ist, den du nicht kennst. Ich kenne aber einen urchigen Begriff. Ah ja, welchen? Krüsi-Müsi. Ist das urchig? Danke. Ja, ja, Bölle. aber eben, das kennst du nicht. Ich bin Nein. so, es ist auch ein komisches Wort. Auf jeden Fall, also ich hatte es nicht voll, gehabt, aber so ein bisschen gemerkt und wegen dem Kopfweh gehabt. Und nachher habe ich eine Kollegin gefragt und sie so, ja, du Degenbalsam einschmieren. Dann bin ich in die Apotheke und nachher hat er mir aber so Thermacare Tylers. Das weißt Pflaster, Wärmepflaster. du? Ja, Alter, das ist ja ein Game Changer. Wirklich? Wirklich, ich hatte das die ganze Nacht drauf gehabt und ich, weißt, das muss man ja nur, man muss das nur auspacken und auf die Haut tun und nachher tut, keine Ahnung, macht Magie, dass das warm wird. Und Magie macht das, ja. ja, also ich habe etwa 3 Mal durchgelesen, ich so, muss ich nicht irgendwie reiben, weißt du? Aktivieren. Ja! Ui, hure laut. Ja, und dann habe ich die Nacht durchgeschwitzt halbe, weil das Teil so fett reingewärmt hat. Und am nächsten Morgen ich so, mein Gott, ich bin ein neuer Mensch. Und Geil, dass das cool fährt, voll cool, Mega. weil Nackenstarre ist glaube ich schon mega mühsam. genau. Hast du können links und rechts schauen, nicht mehr? Ja, langsam nicht mehr. Ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich heute, also ich bin jetzt gerade auch irgendwie steif nur auf dich am schauen, aber dass ich heute so mal so... Aber jetzt ist dein Nackengruber weg. Genau, wow. Ja, Man lernt immer etwas du sagst jeden es. Tag. Ja, Das war shiny gewesen bei dir. mein Schein war, hat etwas mit dem zu tun, was wir vorher gesnackt haben vor der Aufnahme. Und zwar habe ich Mangoschnitz für mich als so Büro-Snack entdeckt. Ich finde, das ist so underrated oder irgendwie einfach, oder vielleicht einfach in meinem Kopf. Ich habe so vergessen, dass es Mangoschnitz gibt. Und es ist so ein geiler Büro-Snack. Einfach weil es so süß ist und ich, ja, kann Ich nicht. meine, es ist auch noch gesund. Ja, ich weiss nicht, getrocknete Früchte sagt mir immer, in getrockneten Früchten hat es mehr Zucker drin. Weil sie getrocknet sind, ist so nur noch der Zucker übrig. Fruchtzucker, keine Ahnung, aber auf jeden Fall finde ich das ein geiler Büro-Snack. Ich finde es auch Ohne geil. Freude Ich habe die Normalmango nicht gern, wirklich. Aber die Ding hat mir jetzt meinen Gaumen versüßt. Ja, voll. Habe ich eben auch vorher Lust gehabt. Ich dachte, das gönne ich mir jetzt gerade. Nice. Ja. Dein Bei Schein? wir hatten Klassentreffen gehabt von der Sekundarstufe. Und ich muss sagen, es war ein Shine-Moment, weil irgendwie wir sind alle so offen gewesen. Also auch am Anfang schon, wo wir uns getroffen haben. Weißt, es sind nie alle gekommen. Wahrscheinlich haben die einen auch eine Ausrede gesucht. Und ehrlich gesagt habe ich auch müssen mich ein bisschen überwinden, weil ich bin mit denen nur 2 Jahre in der Schule und es ist 10 Jahre her. Weil ich bin eben Kanti nachher und irgendwie, ich habe mich schon integriert gefühlt, aber ich bin halt trotzdem nicht bis am Schluss geblieben. Und dann sind wir dort, haben wir uns besammelt, wir waren das 10. gewesen. Und schon dort hat jemand gesagt, ja weisst, eigentlich habe ich auf heute gar nicht so Bock gehabt, beziehungsweise, ja, der eine hat sogar auch noch gesagt, er sei ein bisschen nervös. Und weißt du, das ich so,
authentisch gefunden. Und nachher ist es natürlich voll locker gewesen. Also klar, wir mussten uns schnell updaten, so wer jetzt was macht. Mhm. Die eine die ist immer noch im gleichen Laden, ist jetzt Ladenleiterin, weißt du, so mega anders. Der eine studiert in Holland, ist jetzt extra da angekommen, also extra, wir haben das so ein bisschen verbunden, extra dann machen, wenn er da ist. Und bis man das mal ein bisschen, weißt, so gesammelt hat, wer jetzt was macht. Und nachher war es wieder wie in der Schule gewesen. Wir haben zusammen geshootet. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Wie habt ihr gemacht, dass jeder von sich erzählt? Weil ich finde das aber auch noch cool. Aber haben ihr wie so offiziell gesagt, so, jetzt machen wir eine Runde und jeder erzählt ein bisschen, was er macht, wo er ist? Wir sind, glaube weißt, sind alle ein bisschen unterschiedlich, an unterschiedlichen Zeiten angekommen, also uns getroffen. Und dann sind die meisten am Anfang, irgendwie ist es automatisch gewesen, was machst du, wo wohnst du? Ja, und das ist manchmal auch am Anfang ein bisschen unangenehm. Also Basic-Sachen. Ja, so das musst du so ein bisschen wie aufwärmen zum Mega. Ja. Und dann? Ja, und dann haben wir geshootet. Wirklich, und man hat wieder so richtig gemerkt, wie die einen gleich geblieben sind. Auch ich, wie ich mich verhalten habe im Shooten. Ich so, ja, der eine heisst Alex. Und dann habe ich gesagt, Alex, was habe ich ihm gesagt? Irgendwie so, ich mache dich fertig. Weißt du, und nachher die eine Alte wie früher. Und Ja, immer die gleiche, ich mache alle fertig. Nein, einfach so. Und dann so, ja, und das ist wirklich ein Tipp an Leute, die ein Klassentreffen planen. Ich habe es nicht geplant. Shoutout geht an den, der es geplant hat. Zuerst irgendwie so etwas Spielerisches machen. Weil es lockert einfach auf. Und auch wenn es nicht jedermanns Sache ist, oder jede Frau Sache, dann kann die Person auch raushocken. Die eine Person war dann auch kurz draussen, easy. Und auch fix auch lustig, dann mit denen auf dem Bänkchen reden oder so. Genau. Und ich finde, die Klassentreffen organisieren, die müssen einfach ein fett dickes Fell haben. Weil, weißt, eben, die einen antworten nicht. Oder weißt, wir haben halt nur einen Chat und dann kommt so eine Nachricht und ich habe mega Freude gehabt und habe gerade zurückgeschrieben. Aber die einen haben nie etwas geschrieben oder ich habe jetzt nicht in unserer Klasse, aber anscheinend andere Klassen sind einfach so 4 Leute aus dem Chat nach dieser Nachricht. Da war ich so gewesen. Also nach der Anfrage, ob es ein Klassentreffen geben, sind die Leute raus? Ja. Okay. Also ich finde, du musst schon, also ich wüsste nicht, ob ich die Idealperson gewesen wäre, weil ich das glaube schon recht persönlich genommen hätte. Ist dann am Klassentreffen etwas über die Leute, die nicht anwesend waren, gesagt worden? Nein, ich glaube nicht. Ja. Aber ja, du hast nachher gemerkt, wir haben gesagt, hey, wir sind jetzt 10 Leute und wir sind 16 gewesen, also mehr als die Hälfte. Und wir haben jetzt einfach Fun. Eine coole Zeit, ja. Und das ist halt Hauptsache. Und nachher haben wir eben im Chat, unsere Lehrerin ist ausgewandert auf Australien und sie ist auch noch im Chat und dann haben wir Fotos geschickt und sie so, oh mein Gott, ihr seid so erwachsen worden, ihr seid mein Klassenhighlight gewesen. Und es war so herzig gewesen, wirklich. Ja. Was ist denn, eben, du hast gesagt, dass es so ein bisschen eine Dynamik, die gleiche Dynamik gegeben hat wie früher. Also so, dass gefühlt jeder wieder in seiner Rolle aufblüht ist. Mega. Was ist dir dort so aufgefallen? Also jetzt abgesehen von dir? Der eine ist immer noch genau gleich, so mit Sprüchen und so. Also wirklich einfach blöd. Aber man nimmt es, wenn eine Person kennt, nimmt man es dieser Person nicht gerade so übel. Ich habe dann eine andere angeschaut und mir haben einfach die Augen verdrückt, mir so genauso wie früher. Ja. Also, wenn ich jetzt die Person treffe, würde ich zuerst mal judgen. Ja. Glaub. Ja, und ist dann gar nichts? Oder von dem, was die Leute erzählt haben, weißt du bist wie lange mit denen in der Schule? 2 Jahre, 3 Jahre? 2. So, und sie haben nachher erzählt, eben du sagst, jeder war so ein bisschen in dieser Rolle, wo er auch früher war. Und sie haben erzählt, was sie heute so machen. Hat das auch alles zu ihnen gepasst? Ja. Oder hat es ein paar Ausreisser gegeben? Ich glaube schon. Doch. Und ja, und bei dem, was du erzählt hast, was du machst, sind auch, weil du, ich weiss nicht, du bist ja nicht so sicher gewesen, und ich glaube, wenn man das so sagen auch heute nicht, was du willst noch machen, so beruflich und alles, in welche Richtung das soll gehen. Und ist mir bei dir auch so gewesen, so, ah ja, das macht echt noch Sinn. Das hat niemand so gesagt, aber irgendwie war es bei mir auch nicht so verblüffend gewesen, weil man es auf Insta ein bisschen mitbekommen hat. Weißt du, die einen, die nichts irgendwie sharen, dort war es noch mehr verblüffend gewesen, an was oder so. Und bei mir ist wie so geredet worden über den Podcast vor allem, ein bisschen über Hate-Kommentare, die es durchgelesen haben. Ja. Genau, voll. Ja. Aber ja, das Klassentreffen hat uns jetzt eben inspiriert. Heute das Thema
wie du es vorher schon schön gesagt hast, Freundschaften in Retro-Perspektive mal anzuschauen. Genau. Der Begriff hat sich so ergeben, weil ich an dem Klassentreffen eine ehemalige Freundin getroffen habe und wir zusammen unsere Freundschaft von früher besprochen haben, die quasi auseinandergebrochen ist. Und darum Retro-Perspektive. Ich erzähle schon, glaube ich, gerade schnell einen Ja. Sachverhalt. Ja. Tschüss. Der Sachverhalt, Erzähl den Alter. Sachverhalt. Scheisse, wie emotional. Ja, nein, also, wie soll ich sagen, Jenny und ich haben ja mal eine Freundschaftsfolge gemacht und Jenny hat nach dieser Folge auch, also sie hat eine Freundschaftskündigung nachher bekommen. Nein, die war vorher. Also, Moment. Ja genau, in dieser Freundschaftsfolge, das ist glaube ich Folge 3, also die ist immer noch verfügbar, könnt ihr gerne reinhören. Dort haben wir genau über Freundschaften geredet und ich glaube so, wie man in Freundschaften Schluss macht. Und ich habe dann davon erzählt, wie ich das Gefühl hatte, ist mal mit mir Schluss gemacht worden. Genau. Und die Person hat sich dann nachher darauf aber bei mir gemulden. Und bei dir hat sich nach dieser Podcast-Folge auch jemand gemulden. Und das ist jetzt eben die du getroffen hast am Klassentreffen. Genau, das ist meine Kindheitskollegin, Freundin. Ja, ich tue jetzt keinen Unterschied mehr machen, Kolleginnen und Freundinnen. Und sie hat sich, sie hat mir eigentlich die Freundschaft gekündigt. Und ich bin zuerst so, also nach dem Podcast eben genau. hat sie sich gemulden nach dieser Folge. Ja, sie hat gesagt, der Podcast hat sie inspiriert, beziehungsweise zum Nachdenken angeregt, weil wir erzählt haben, was Freundschaft ist und so. Und dann hat sie mir einen Text geschrieben und gesagt, dass sie mich nicht mehr zum Freundeskreis zählt. Und ich war zuerst irgendwie so perplex gewesen, weil ich halt noch nie so eine Nachricht bekommen habe. Mhm. Und bist du nicht auch perplex gewesen, weil du gesagt hast, du hast nicht so viel Kontakt mit ihr? ja, aber das hat dann Sinn gemacht, weißt du, dass sie es noch schreibt. Es wäre eher, wenn, also ja. Ja. Und auf jeden Fall haben wir dann wir haben nicht gestritten. Ich habe einfach mich auch noch schnell erklärt und gesagt, ja, eben, wir haben uns auseinandergelebt und ich verstehe das und dass ich trotzdem hoffe, dass wir jetzt, wenn wir uns irgendwann sehen per Zufall, dass wir Heu sagen und reden. Also das ist jetzt noch, wo ihr dort geschrieben habt nach dieser Folge. Ja. Genau, weil mir ist das irgendwie, also ich finde das komisch. Und dann hat sie gesagt, ja sicher, gut, Punkt. Und jetzt war es eben so weit gewesen. Dass ihr wieder gesehen habt. Genau, und wir haben uns wirklich, also wir haben nachher, so das wäre nichts gewesen, normal geredet und so, und nachher in der Bar sind wir so nebeneinander und nachher habe ich so gedacht, ach komm, ich spreche es jetzt nochmal an, und dann habe ich gesagt, hey, wegen deiner Nachricht, und dann haben wir wirklich, dann ist es losgegangen und haben es nochmal ein bisschen aufgerollt, das Ganze. Und dort ist mir aufgefallen, jetzt schnell Sprung nach vorne, dass mir vieles nicht bewusst war, wie ich war in der Kindheit, weil ich würde sagen, ich bin allgemein eine nette Person. So wie sie erzählt hat, nicht so. Okay. Und zwar, also nicht so, ja. Warum? Also ich tue ihre Wortwahl wiederholen. Ich habe auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Also das ist easy. Sie hat gesagt, Flavia, ich habe mich gefühlt wie ein Hund. Hä? Hat sie gesagt? Ja. Und dann bin ich auch so wegen der Wortwahl, ich so, was? Und nachher, also eine schönere Wortwahl. Eine schönere Wortwahl? Ist, aha. Sie hat sich bei mir wie im Schatten gefühlt durch mich. In deinem Schatten hat sie sich gefühlt? Genau, so. Genau. Und ja, dann sind wir so ein Aber bisschen, warum? aber so ein bisschen auf das eingegangen. Sorry. Und dann habe ich eben so nachgedacht, wenn ich dann bin. Und ich bin halt vom Charakter, wie auch jetzt, recht bestimmerisch. Und also bestimmerisch so. Ich glaube, ich weiss, was ich will und sage gerade. Das habe ich glaube auch dort schon gemacht. Und keine Ahnung, wenn wir sind pöppeln zum Beispiel, ein gutes Beispiel, hätte sie immer zuerst müssen, dass ich schauen kann, wie Popcorn funktioniert und ob sie es voll güsselt. Das hast du mir mal erzählt. Weißt, das habe ich ja. Also du hast sie ein bisschen, ja doch, genutzt. das ist schon nicht sonderlich nett, muss man sagen. Nein. Aber sie hat halt auch nie Nein gesagt. Und irgendwie, ich als Kind, also, oder auch, das ist jetzt blöd. Ich habe eigentlich meistens ein bisschen bessere Noten gehabt, aber nicht mega viel. Aber bei einem Test habe ich geheult wie nichts. Und sie hat mich tröstet, aber sie war eigentlich viel schlechter als ich in diesem Test. Und einfach so ein bisschen, sie hat sich eben im Schatten gefühlt und dann haben wir halt über das geredet. Und ich habe gesagt, schau, als Kind,
das ist mir sicher nicht bewusst gewesen, weißt, weil, Ja. und ich wollte auch ihr noch mal sagen, schau, also unsere Freundschaft ist mir wertvoll gewesen. Das habe ich als Kind nicht bewusst gemacht. Und Ja. sie hat dann auch gesagt, sie hat sich auch dort, das war ihr ja auch nicht bewusst gewesen. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen trennen können. So zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, ob sie heute noch böse ist auf dich, weil wie du zu ihr warst früher. Aber ich glaube, das muss man schon ein bisschen, also schon klar trägt man als Kind irgendwie auch ein bisschen Verantwortung für das, was man sagt und wie man mit anderen umgeht. Aber ich glaube, es ist ja wie normal, wir alle sind ja nicht mehr die gleichen Menschen oder nicht mehr ganz die gleichen Charaktere, die wir als Kind waren, sicher ähnlich. Aber so wäre jetzt auch nicht fair, wenn sie dir heute noch böse wäre wegen dem, oder? Nein, aber es hat sie sicher beeinflusst, weil sie hat nachher gesagt, weißt, wir sind zusammen mit Sek gekommen und nachher sind wir nicht mehr nur wir Freundinnen gewesen, weißt? Aber was hast jetzt denn du ihr darauf geantwortet, wo sie dir gesagt hat, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich in deinem Schatten, weißt, was hast du dir darauf geantwortet? Hast du dich dann entschuldigt? Ich habe schon gesagt, es tut mir leid, wenn du dich so gefühlt hast. Ich kann mir es vorstellen, aber es ist sicher keine bewusste Entscheidung gewesen. Es gibt ja, glaube schon auch die denken, so, mit der ist es einfach also weißt, So richtig manipulativ dann? ja, Mhm. das sicher nicht. Und du hast es nicht gemeint? Ja, und ich bin auf den Charakter eingegangen und habe gesagt, ich nehme an, du hast dich dort wohlgefühlt noch. Das war deine Komfortzone, weil ich so ein bisschen vorne war. Also vorne, Du hast auch vorgegeben und sie ist mich ein bisschen mitgezogen. Ja. Und das Schöne, was sie noch sonst gesagt, also weißt, durch mich hat sie dafür hure viel getraut. Weil ich einfach am gesagt habe, mach. Du machst jetzt. Oder irgendwie, aber also so, ja. Ja. Und das hat sie jetzt viel weniger, hat sie gemerkt. Aber Dafür hat sie dir dann gedankt. also dank das einfach nur gesagt, jetzt nicht als negativ. Ja. Oder dass ich ihre Frauensachen, durch mich hat sie Frauensachen kennengelernt, wie man trägt einen BH oder man rasiert sich aber mal ein Zeitchen vielleicht oder so, weil sie hatte keine Schwestern gehabt, für die haben nicht wirklich aufgeklärt, ob das Aufklärung ist. Ja, aber ich weiss, was du meinst. Ja, genau. Und etwas noch, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, nachher hat sich unsere Weg getrennt. Und dort ist es quasi mit der Freundschaft dann schon auch langsam auseinander. Und das finde ich schön, sie hat von sich können sagen, Flauja, es ist richtig gut, dass du gegangen bist. Weil durch das hat sie wie können wachsen, blöd gesagt. Mir ist gerade so ein bisschen ein Schauer durch den Körper gegangen. Ja. Weil eigentlich ist das ja wie so keine schöne Aussage. Mm. Aber schön für sie, wenn sich eure Wege haben sich getrennt, ich nehme an, natürlich. Mhm. Also, im Sinne von, ihr habt beide nicht mehr in der gleichen Klasse gewesen oder so. Ja, genau. So geografisch, also so, ja. Ja. Nicht viel gesehen. Dann schön, dass das für sie ein Happy End gehabt hat. Ja, mega. Also das hat mich, weißt I guess. genau. Und auch, dass sie andere Kolleginnen kennengelernt hat und gespürt hat, wie so eine Freundschaft auch kann sein kann. Ja. Weil eben, gell, mit am Alter, wenn du dich wir sind zusammen mit Spielgruppen, 4 kennenlernst und mit 13 bist du anders und dann hat sie andere Kolleginnen kennengelernt und Freundschaft und hat gemerkt, diese Freundschaften sind schöner als das, was wir noch haben. Und das ist voll okay. Ja. Und meine Quintessenz aus dem einfach ist, dass mir so, sie hat auch nachher gesagt, danke Flavia, dass du es angesprochen hast, einfach im Guten, blöd gesagt, auseinander. Also weißt, ich weiss, wir haben beide gesagt, wenn irgendetwas auf der Welt passiert, dass wir keine Leute mehr haben zum Reden. Wir könnten uns immer noch anrufen. Ich meine, wir haben uns jetzt 5 Jahre nicht mehr richtig gehört, wir haben trotzdem so können reden. Mhm. So ehrlich und offen. Genau. Und wir haben so viele Erinnerungen, also ein Viertel von meinem Leben ist mit Erinnerungen mit ihr. Und ich würde es so schade finden, wenn wir jetzt einen Streit hätten, würde ich nicht gleich zurückschauen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich weiss, was du meinst. Aber mir ist jetzt gerade nochmal aufgefallen, du hast gesagt, du bist auf sie zu. Also wieder bist du voraus, eigentlich. Ja, aber sie ist ja durch die Nachricht auf mich zu. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist mega, also weißt, Das braucht auch Mut. sie hat mir auch gesagt, Flavia, ich wollte, dass du auch mal zum Denken angeregt wirst, weil sie hat das Gefühl gehabt, dass sie jetzt die ganzen Jahre so gedacht hat, was ist jetzt mit unserer Freundschaft, was nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht. Und fairerweise, noch ein Fehler von mir, ich habe oftmals, wenn wir uns per Zufall gesehen haben oder zum Geburtstag gratuliert haben, gesagt, ja, wir müssen uns dann sehen, ich schreibe dann, aber ich habe nie geschrieben. Also Ja. das finde ich auch scheiße. Ja. Habe ich auch gesagt. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen in so einer Situation. Also ich glaube, ich nehme mir wirklich vor, das nicht zu sagen, wenn ich es nicht meine. Also weißt du, so,
wenn ich dir sage, ich melde mich, dann meine ich das auch. Also in der Regel, wenn ich das jemandem sage, ich meine es wohl so. Aber gleich, über das haben wir eigentlich auch in dieser Folge geredet. So, wie sagst du das einer Person, wenn du sie eigentlich nicht musst nochmal sehen zum Beispiel, oder nicht Oder das nicht Bedürfnis mehr. hast? Weil das Ding ist, in meinem Kopf war, glaube mein Kopf hat gesagt, so, warte, ihr seid schon so lange zusammen befreundet, ihr müsst doch euch jetzt wieder sehen und die Freundschaft muss bleiben. Aber ich glaube, mein Herz hat selber gemerkt, so, das ist nicht mehr, Das ist nicht das Gleiche. Genau. Und mein Ja. Kopf hat dann eher gesagt, doch, du musst sie noch mal sehen, das musst jetzt... Ich kann das auch. Und? Aber ja, nichts. Ich bin einfach immer noch in dem komischen, wie sagt man, Zwickmühle. Ja. Also du es dann rausschieben? Tue ich es rausschieben? Ich nehme schon einen Schluck. Versuche es einfach zu verdrängen. Mit einer Kindheitskollegin oder Kollege, also von früher oder? Ja. Ich glaube, das sind eben die härteren. Also die, die Also nein, schau, sagen wir es so. Ich finde immer, dass es sich lohnt, eigentlich Beziehungen aufrechtzuerhalten. Weißt du, so, sagen wir so, ich würde mit allen, ob aus der Primar, aus der Sek, Kante, wer auch immer mit mir jemals irgendwie zu tun gehabt hat, ich würde glaube mit allen mal wieder gerne einen Kaffee trinken. Oder so, sagen wir so, wenn es dazu kommt, dass man sich sieht, ich hätte immer mega Freude. Aber es kommt ein bisschen auf die Frequenz drauf an. Es gibt gewisse Leute, bei denen würde ich mich so fest freuen, sie mal wieder zu sehen. Und dann gibt es irgendwie Leute, also so, Punkt. Aber dann muss ich sie nicht alle 3 Monate sehen. Oder öfter. Das ist wie ein Klassentreffen, weißt? Ich müsste nie. Ja, aber das ist ja auch okay. Ich meine, wir sind alle mega, also das sage ich jetzt vielleicht auch ein bisschen mir selber, aber wir sind alle mega busy und arbeiten und Freizeit und Hobbys und Projekte und Freundin und andere Sachen, die den Kopf voll machen. So, ich glaube, es ist dann einmal besser oder einfach so, es ist glaube einfach okay, wenn man die Freundschaften, die ja, Sing Circle vielleicht auch einfach ein bisschen klein behalten und finde ich auch, ja. Weiß nicht. Ja. Aber ja, jetzt sind wir ein bisschen von dem... Aber jetzt zu der Retro-Perspektive Genau. bei dir. Ich habe mich gefragt, fällt dir auch etwas auf, wo du vielleicht früher... du bist ja auch vom Charakter eher so ein bisschen, du weißt, was du willst eher. Bist du so auch Lustig, dass du das als sagst. Kind? Also du weißt, was du willst. Ich weiß eben nicht, ob Ja. ich weiß nicht, ob ich weiß, was ich will. Und nur schon, wie ich den Satz formuliert habe, heisst ja eigentlich, dass ich ein Mensch bin, der nicht so genau weiß, was er will. Ja. Aber also sagen wir es so, ich habe Mühe mit Entscheidungen zu treffen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das können wir mal so können wir ganze jetzt Folge machen, Alter. Genau. Aber nein, also ich habe... Sorry, was war die Frage? Im Kindheitsalter. Ob du, oder sagen wir es so, ob du auch eine Situation hast, weißt, wo du vielleicht im Schatten gestanden bist von jemandem oder bei dir auch irgendwie so ein bisschen eine Dynamik gegeben hat, die so ein bisschen im Nachhinein vielleicht ist? Also ich bin glaube nicht jemals im Schatten von jemandem gestanden. Und zu sagen, also ich von mir aus zu sagen, dass jemand anderes in meinem Schatten gestanden ist, fände ich falsch. Ich glaube, wenn, dann müsste das die Person selber sagen, wie jetzt in deinem Fall. Ja. Aber ich habe mir natürlich auch eben jetzt in Vorbereitung für heute ein bisschen Gedanken gemacht. So. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass ich mit 2 Kolleginnen, mit denen ich jetzt auch Kontakt aufgenommen habe, für diese Folge, Shoutout an J und J. Nein, aber ich habe die beiden gefragt, eben so, was sind so irgendwie Dynamiken, die zwischen uns früher so in den Sinn kommen und so. Und mir ist aufgefallen, beziehungsweise wir sind alle so zu dem Punkt gekommen, dass die Leute, mit denen ich früher eng befreundet bin, die sind ein relativ anderer Typ wie ich. Also ich bin mega die extrovertiert gewesen. Und mein Gegenüber, oder die beiden Freundinnen, sind damals eher introvertiert. Das ist bei mir auch. Ja, voll. Und ich bin heute noch extrovertiert. Und die eine Kollegin hat zum Beispiel gesagt, das ist jetzt so weird, das zu zitieren, aber die eine hat gesagt, für mich bist du so ein It-Girl gewesen und alle Jungs haben schon mal einen Crush auf dich gehabt und weil du hast Fußball spielen, bist du so beliebt gewesen. und das ist so. Wir sind also ich will mich jetzt nicht selber so bezeichnen, aber ich glaube, wir sind im Fall gleich gewesen. Ja, auf jeden Fall, mir ist das, also weißt, wenn ich jetzt so zurückdenke,
ich bin ja, als Kind bist du nicht dumm, du weißt schon, wie du wahrgenommen wirst. Und ich habe Ja, das sicher. damals schon auch gecheckt, dass ich beliebt bin. Ja, oder also das weisst du schon im Turnen, wenn du vor den Jungs manchmal gewählt wirst. ja, ja, genau, so Ja. Sachen, ja voll. Oder irgendwie, wenn du bei der Wanderung immer vorne laufst und alle anderen wollen auch auf deiner Höhe laufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder nein, die Coolen laufen immer hin. Egal. Oder im Bus hinein, ja. Ja, genau. Das habe ich nie geschafft, mir ist schlecht geworden. Aber ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, so, sie kann sich erinnern, dass sie so von mir gedacht hat. Und am Anfang waren wir noch nicht befreundet gewesen, weil sie war in meiner Parallelklasse gewesen. Und dann, irgendwie haben wir uns dann mal kennengelernt an einem Geburtstag und sie weiss noch, dass wir uns dort kennengelernt haben und dass wir nachher, nach dem Geburtstag, uns das zweite auch haben angefangen abmachen. Mhm. Und dass sie sich dann so gedacht hat, oh mein Gott, yeah, ich bin jetzt mit der Jenny zusammen und so. Und das ist irgendwie lustig, weil eben Hast du das dort so wahrgenommen? eben, wie gesagt, ich habe das glaube schon auch wahrgenommen, dass ich als Kind beliebt bin. Und ich glaube eben, wie gesagt, es liegt daran, dass ich damals, wie heute, schon extravertiert war. Und ich glaube, als Kind eben gibt es immer die Coolen und die Uncoolen in der Klasse. Und ich glaube, es hilft, wenn du etwas kannst oder etwas Ja, hast, mega. wo als zu dieser Zeit oder an dem Ort als cool gilt, Ja. dann hast du es geschafft. Und ich konnte Fußball spielen Ja. und wir waren eine mega sportliche Klasse gewesen, also Wir haben gegeneinander There you go. Fußball gespielt. Im ja, CSG. stimmt. Oh mein Gott, das weiss ich. Ich kann mich sogar an dich erinnern, du hast so eine richtig fette, dicke Brille gehabt. Also mit einem dicken Rahmen. Und fette Gläser. Ist das nicht lustig, dass sich unsere Wege Ja. früher so ein bisschen gekreuzt haben? Ja, und ich habe eure Klasse dort, weil ihr habt so einen coolen Sportlehrer oder Klassenlehrer gehabt, der so für euch eingesetzt hat. Und ich bin ein bisschen eifersüchtig auf das gesehen. Ja. Ja. Aber ja, eben früher, ja, ich habe letztes Mal auch mit einer, die keine coole Schulzeit hatte und auch mit Leuten nicht. Sie hat mich gefragt, wie war deine gewesen? Und ich so, hey, voll gut, weil ich bin beliebt gsi, aber auch weil, keine Ahnung, eben schon im Shooten, dann wirst du halt eingeladen, zum an ein Grümpi, wo Mädchen Gold doppelt zählen und dann wirst du gefragt und dann stichst du halt nochmal mehr raus oder ja, also ich habe das Gefühl, wenn du im Sport mithalten kannst oder bei so Spielen, dann hast du schon mal einen Pluspunkt, weil Ja. ich weiss nicht, wie viel es bringt, ob du gut kannst Kiegen spielen früher. Also du bist vielleicht in dem Umkreis, aber Ja, ich glaube eben, was Sport ist schon so etwas, Kinder sind ja mega einfach gestrickt. Das ist auch der Grund, warum Kinder mega schnell, mega früh irgendwelche Vorurteile oder Stereotypen aufnehmen, weil so, ja, einfach dort nach diesen Mustern, die du irgendwie schnell erkennst, denkst. Und Sport ist halt einfach so etwas, oder? Wenn jemand ein Goal schießt, dann ist die Person gut in dem. Und dann irgendwie ist das automatisch cool, keine Ahnung. Aber was mir auch noch so in den Sinn kam, ist damals in der Primar, auch in der Sek, eigentlich auch in der Kante. Bin immer gut in der Schule, klar, in unterschiedlichen Fächern unterschiedlich gut, aber Mathe scheiße, nehme ich an. ja. Also nicht ultra scheiße. Ich habe immer eine gute Lehrerin Ja, ja. und Lehrer gehabt, aber ja. Ja, da bin ich auch eifersüchtig gewesen. Der Kanti hat sie wieder eine super Lehrerin gehabt und wir haben so einen Philosoph, ich habe zwar die Bachelorarbeit geschrieben, das war cool gewesen, aber Mathe, Alter. Kurzer Rant. Ja. Nein, aber eben, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass mir ist immer schon ein bisschen gesagt worden, ach, du bist halt Musterschülerin und so. Oder so ein bisschen der Lehrpersonenliebling. Nein, Streber nicht. Für das bin ich nicht gut genug in der Schule, um wirklich so als Streberin gelten. Aber ich bin immer so ein bisschen die Musterschülerin gewesen. Also in der Primar habe ich es auch von den Lehrpersonen gehört oder von meinen Eltern, keine Ahnung. Und ich bin auch noch so ein bisschen stolz auf das gewesen, eigentlich. Also das ist auch etwas, auf dem ich so ein bisschen, wie sagt man, meine Proudness oder irgendwie mein Selbstbewusstsein, glaube ich, aufgehängt habe. Und in der Kante hat sich die Narrative so ein bisschen weitergezogen. So ist immer so, ja, Jenny, geh du fragen, der Herr XY und so, das kommt gut, wenn du fragst. So, so ein bisschen so. Und ich weiss, also mir ist das zum Beispiel vor einem halben Jahr gesagt worden, auch beim Arbeiten, so, ich habe das Gefühl, du bist der Liebling von. Und so ein bisschen, ich will nicht sagen, also was ich überhaupt nicht sagen will, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich alles perfekt mache. Ja, Punkt. Ja, du willst nicht, dass ich mich erkläre. Aber mehr so, ich weiss, dass ich immer noch den Vibe abgebe. Ja, also das weiss ich. Musterschülerin. Das habe ich ja Ist auch. so lustig, dass ich heute auch das Outfit da habe. Ja, und ich so. Aber wenn ich muss, wegen dem Anfangs-Podcast, habe ich auch immer gedacht, du bist, wie soll ich sagen? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie es geheißen hat, Jenny und Flavia. Es hat nie geheißen Flavia und Jenny. Das weiss ich jetzt nicht, ob ich das so Ja, unterschreibe. aber ich habe dann das ein bisschen am Anfang durch die Brille gesehen, weil irgendwie habe ich dann das immer so wahrgenommen kurz. Und dann musste ich sagen,
hey, es braucht ja uns beide. Und weißt, es ist kein Ding gegen dich, aber Und wie ich dich kenne, auch kein Ding gegen unsere Produktion, Ex-Produktion. nein. Mhm. Aber Weil es das- kommt ja auch nicht darauf an, welcher Name zuerst genannt wird. Aber du hast aus dem etwas Ja. interpretiert. Ja, weil ich bin dann so das ABC durch, ich so, Alter, F kommt vor J, oder? Aber zu dir. Ja. Aber nicht, aber du weißt, oh, Alter, ich schwitze gerade. Ave Maria. Ja, aber ja, Ja. okay. Nein, Okay, das habe ich... Hast du mir das schon mal erzählt? mm-mm. Ist dir das jetzt gerade peinlich, unangenehm? Es geht. Also meine Körperreaktion schwitze sagt... voll auch jetzt. Oh Gott, Borotal kommt jetzt gar nicht mehr. Nein, ich bin ja froh, dass Oder ich hast du das das so Gefühl sagen gehabt... kann. Mhm. Nein, ich weiß nicht, aber... Du bist, glaube ich, am Anfang halt auch mehr so... Du bist gerne die mehr macht. Und das hat mich Moment, dann, ich mache nicht gerne mehr, sondern ich mache einfach gerne viel. ja, doch, aber mehr als vielleicht... Nein. Weißt du, du gibst gerne 130%. Und ich habe mit dem am Anfang das müssen ein Mühe bisschen gehabt. kennenlernen. Also Mühe gehabt, weil ich denke dann, alte Frau, ich habe nicht mal überlegt, ob wir das so machen sollen. Oder nur mehr überlegt, weil ich denke, nein, das ist jetzt gut so. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich brauche das einmal. Also das ist du bist ein gutes Gegenstück für mich, weil eben, ich habe nur dich korrigiert, weil du machst gerne mehr, impliziert wie so ein Vergleich. Ich mache nicht gerne mehr als du, ich mache einfach, das ist Ja, einfach so aber- eine komische, oder nicht eine komische Eigenschaft, das ist einfach, das bin ich mache gerne viel, weiß auch nicht, irgendwie wenn ich, ja, auf jeden Fall Ja. mache ich gerne viel und ich habe es zum Beispiel am Anfang, das hast du, dort haben wir noch müssen finden, eben so ein bisschen, dass ich nicht finde, oh mein Gott, du machst ja gar nicht und dass du nicht findest, oh mein Gott, Ich mache gar nicht ich mache ja gar nicht, genau. Ich habe etwas gemacht. Nein, ja, voll. Und ich glaube, das ist schon ein gutes, du bist ein gutes Gegenstück, weil in dem Sinn brauche ich manchmal auch jemanden, der sagt, nein, jetzt, da ist der Punkt und wir machen es einfach so. Oder du jetzt dir da nicht noch mehr überlegen, das ist schon gut so. Ich glaube, das brauche ich manchmal auch. Jemand, der mir ein bisschen sagt, Okay, dann bin Jetzt ich ist gut. beruhigt. ich meine, ich sage dir ja dann schon ein bisschen, Ja, also du könntest jetzt auch mal antworten auf das Mail. Oder weißt, Ja, ich ja. sage dir das aber im Gegensatz, letztes Mal haben wir ja einen Call gehabt und du bist noch im Bett gewesen, und da habe ich gedacht, hey, das passt so nicht zu der Jenny. Und mein Freund hat dann auch so gesagt, hey, Jenny? Und ich so, ja, also in dem Fall. Nein, weißt du, also... Das ist das, was ich meine. Von mir hat man so ein Musterschülerin-Bild, Image. Ja, aber weil manchmal, wenn du dann deine Hochphase hast, dann fetzt du deine Konzepte raus und deinen Plan und alles. Und dann hast du das Gefühl, so, die muss durchgetaktet sein. Und nachher gibt es ab und zu natürlich Tage, wo dann kurz ist so... Nein, ich habe nicht so Phasen, sondern einfach irgendwie... Mm. Also, ich meine, den Call habe ich ja mit dir gehabt. Ja, komm, jetzt sind wir nicht. Ja, egal. Ja. Wir sind wieder abgeschweift. Nein, wir reden über Freundschaft. Ja, stimmt. Aber was ich noch... Jetzt Schulzeit, wenn wir gerade da sind. Aber du hast gesagt, so Musterschülerin, auf das bist du stolz gewesen. Bei mir ist es so, dass, und das im Sport ja auch, ich habe auch gemerkt, so im Sport Erfolg, also weißt, Erfolg im Sport, so im Sporttag, ich bin im Kindergarten, ist gemischt gewesen, Buben, Mädchen, und ich bin einfach erst geworden. Und 2 Jungs neben mir und ich mit dem Hello Kitty Chapper so. Und meine Mami so. Finde ich geil. Und nachher ist einfach die Mutter von einem Typ, der zweit geworden ist, zu meiner Mami und so gesagt, was ist Hochdeutsch war, sie so, ja, das müssen wir dann noch schauen. Hä? Ja, und meine Mami so, sie ist erst. Sie ist die erste, Ja. sie macht im Fall den Engadiner. Ja, nein, der Sek auch die Sporttage, einfach so der Erfolg. Und nachher, weißt du jetzt, ich spiele ja nicht mal mehr Volleyball gerade, das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Also weißt du, so, ja, das ist so... Über das hast du dich auch definiert und jetzt fehlt der Aspekt. Ja, ein bisschen. Ich habe es an der Fasnacht gemerkt, bei der Rangverkündigung, wo wir erst geworden sind. Ich so, mein Gott, das Feeling ist so geil. Ja, vielleicht, aber findest du das denn jetzt schlecht, dass dir das fehlt, dass der kompetitive Sport? Ja, im Fall schon. Ich überlege mir auch vielleicht nächstes Jahr irgendwie wieder ein bisschen mehr machen. Ja, ist doch gut. Ja, solange man sich nicht nur durch das definiert. Ja, stimmt. Genau. Es gibt immer die eben genau so eine Niederlage. Der zweite Platz ist halt nicht eine Niederlage, aber mit dem dann nicht so gut umgehen können. Voll. Aber ja, im Fall, weißt du, was ist mir aufgefallen, Mhm. wo du geredet hast? Ich habe mal auf die Uhr geschaut und ich weiss gar nicht, wann wir angefangen haben. Ich auch nicht. Aber wir haben doch gesagt, zwischen Punkt und 10 ab etwa. Und jetzt Ja. sind wir, ja. Voll. Ich hoffe einfach immer nur, dass alles aufnimmt, wirklich. Ja, klappt schon.
Gell? Nicht wie beim letzten Mal, wo der WhatsApp-Call nicht aufgenommen Oh wurde. mein Gott. Naja. Aber ja, Ja, gibt es noch etwas, was du zu dem Thema Kindheit oder allgemein Freundschaften in Retroperspektive willst sagen? du, wenn mir etwas mega Wichtiges würde in den Sinn kommen, könnte man immer noch mal irgendwie drüber reden. Ich finde einfach allgemein, nur mal zum Sagen, ich kenne eine Freundschaft, die auch so war wie meine mit der von der Primar, 2 Jungs, und die haben es nicht mehr gut. Und ich finde das so schade, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber ich habe das Gefühl, es würde einfach gut tun, das zu besprechen, ohne Hoffnung, dass das wieder gut kommt. Einfach, Also du dass meinst das- ohne Erwartungen? Genau, ohne Erwartungen, dass es wieder gut kommt. Stimmt, Hoffnung kann man ja trotzdem haben. Aber dass das ausdiskutiert ist, weil ich habe das Gefühl, das holt dich irgendwann ein. Also weißt du, so wirklich Freunde, ja, so... Aber man kann doch auch das Verlangen haben, nicht auszudiskutieren. Ja, mir also ich bin auch deiner Meinung, aber was ist, wenn man nicht das Verlangen hat? weil ich dann das Gefühl habe, schaust denn du nicht, wenn du alte Kinderbilder siehst und die Person drauf siehst und du bist immer so hässig auf die, das muss doch so schade sein. Ja, ich hätte Das ist gedacht, du einfach- sagst Scheiße, weil es ist doch Scheiße, wenn man... Ja, also schade und Scheiße und schade. Aber eben, stimmt, jede Person tut wieder anders denken. denken. Aber gibt es dann, jetzt abgesehen von der, mit der du kürzlich geredet hast, noch jemand anders? Mhm. Also nicht, dass wir da jetzt nochmal ein neues Fass mit aufreißen, aber ich glaube, ich kann das mit Sicherheit so sagen, dass ich allen, eben, mit denen ich je etwas zu tun habe, Aber über den Weg zu laufen. also gell, dein Ex wäre auch, du hast zu tun gehabt mit dem. Für den willst du jetzt nicht über den Weg laufen. also wählen und zufällig dann machen, Ja, ist etwas anderes. Ich muss mich jetzt mit denen nicht verabreden, aber wenn es passieren würde, ich denen auch Heu sagen. Und So. ich fände es spannend zu wissen, was die im Leben machen. okay. Ja, ich glaube schon. Also ja, ich has gut mit meinem Ex. Aber nein, nicht, dass du es nicht gut hast. Aber mit das deinem stimmt, Ex. das ist vielleicht auch noch eine Erfolg wert. Ja, so safe. Ex-Freunde und uiuiui. Ja, das da wird haben dann unsere spannend. Freunde sicher wieder Lust. Zum Detri los. Ja, aber dann werden wir mit dem Leben, gell? Ja. Offene Meinungsäußerungsfreiheit. Aber hey, wenn wir zu der Schlusskategorie kommen, was meinst du? Ja, und zwar Flavia fragt und... Jenny judged. Ja, hier präsentiert auf Fiasco Famoso. Übrigens Übrigens, geil, wenn man so Soundknöpfe wow. hätten. Wenn es da außen einen Soundspezialist gibt, zwar, wir können ja sagen. Spezialistin oder... Sorry. Dann hit das ab. Irgendetwas. Oh ja, genau. Allgemein, auch wenn ihr Inputs noch zu dem Thema habt von dieser Folge jetzt, über was wir gequasselt haben, Ja. dann inputet es gerne. Immer. Schickt Wirklich. das Zeug. Aber ja, was hast du für eine Also. Frage parat? Ich habe heute überlegt, was haltest du von Schnudderlümpen? Weh. Grusig, hässlich, nachhaltig, aber Hauptsache hässlich. Wieso? Ja, weil du trägst dann den ganzen Schnudder, wobei eigentlich, wenn ich jetzt ein bisschen länger darüber nachdenke, ein Schnudderlumpen ist ja grösser als ein Nasentüchli. Meistens. Also das ist ja so wie so ein Nuschi. Mhm. Und eigentlich hast du ja dort viel mehr Platz zum Reinschnitzen als... Also du hast In ja den jetzt gesagt, du Papiernass- findest es grusig, dass du es mitträgst, aber ich benutze manchmal auch ein Nasentüchli mehrmals. Ja, ich auch. Darum. Weil mich hat in der Kante immer eine gejudged, weil ich einen Schnudderlumpen hatte. Ich finde einfach, es sieht hässlich aus. Wobei ein Nasentüchli sieht auch nicht... Ich sieht auch hässlich aus. Nein, aber der Gedanke, dass man so ein verschnuddertes... Also ich finde... Ein verschnudderter Lumpen Ja. mit Wäsche... Also mit was anderen Sachen tust du das dann noch waschen? Mit Badtüchli. allem. Aber ich meine, du tust deine Unterhosen, die Ausfluss drin haben. Oder... Ich tue Unterhosen nur mit Unterhosen waschen. was? Aber nur, weil meine Mami mir das so beigebracht hat. Nur Unterhosen? Wie lange musst du denn die Unterhosen ansparen? Die haben ja keine Stoff, die Strings. Ja, also ich mache ja meine Wäsche sogar noch alleine daheim. Das heisst, ich wasche nur meine Wäsche. Das Ja. heisst, noch länger, als du denkst. Du tust nur Unterhosen. Ja, aber nicht, weil ich das so will, sondern weil meine Mami Ja, ja. mir verboten hat, sorry Mami, aber das hast du gesagt, ich darf Socken, ich würde ja zum Beispiel, ich finde, es macht Sinn, Socken mit Unterhosen zu waschen zum Beispiel. Ja, 60 Unterwäsche Grad. einfach. Ja, Oder aber Tüchli. ich trenn's halt. Aber ja, kann ich. Einfach Schnudderlumpen, Mhm. im ersten Gedanken grusig. Einfach, gibt es nicht schöne Schnudderlumpen Ich auch? glaube, der Name der Schnudder ist einfach schon grusig.
Ja, Wort Nasentüchli dann kleiner. Genau, also wir können zum Schnudderlumpen auch irgendwie ein anderes Wort, dann tönt es nämlich nicht mehr so grusig. Nasendeckli. Näsli-Deckli, Tüchli. Nasentüchli. Nasentüchli und Nasentüchli. Nasenuschi. Ja, Nasennuschi. Nasenuschi ist einfach ein Zungenbrecher, aber das Nasenuschi. Ja, ich habe es nicht mehr gerade, aber ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ja, mein Statement. In meinem Kopf haben das einfach so... Bauern. Ja, ich weiss. Mich Wir haben alle in der Klasse angeschaut, sie so, ist klar gewesen. Bauer halt. Nein, aber ja, gute Frage gewesen. Und wenn ihr euch fragt, warum die Kategorie so heisst, Flavia fragt Jenny Judge, das war einfach eine Idee von der Flavia gewesen. Wir haben gerne Anaffere, hört man ja schon auf dem Podcastnamen, Fiasco Famos. Ja, ich so, warte, Flavia fragt, ist gut. Dann ich so, Jenny, was ist, gibt es mit J? Dann habe ich ChatGPT gefragt, dann haben sie irgendwie, Jenny jongliert, Jenny juckt's, Jenny, keine Ahnung. Fragt Jenny juckt's nicht, nein. Aber nein, ich frage ja dich dann einmal zurück. Aber mit dieser Kategorie tun wir so ein bisschen den Schluss einläuten. In anderen Worten, an dem sind wir jetzt angekommen. Übrigens, ich glaube, das hat noch Platz. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich... Moment, ich muss schnell holen. Bist du jetzt gespannt, weil du hast ja gerne Überraschungen. Ja! Und zwar habe ich Glückskeks mitgenommen. Einer für dich, fangst du? Ja. Wow. Gut. Einer für mich und noch einer für alle, die zuhören. Darf ich es aufmachen? Also wir müssen zusammen nachher brechen. Ja, einfach einen nach dem anderen vorlesen. Oh, ich habe es schon rausgebrochen. Oh, meins ist auch schon kaputt. Ist das ein gutes Zeichen? Was steht bei dir? Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Frucht. Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Frucht. Süße Frucht. Ist eigentlich noch lustig. Du machst ja nicht gerne mehr. Oh. Spaß. Also, bei mir steht, ihr Einfühlungsvermögen bezaubert. Ja, ist ja klar, es ist ja beliebt. Ich bin einfach bezaubert. Okay, jetzt machen wir noch das letzte auf. Das dritte. Das ist für alle, die zuhören. Genau. Ihr könnt an das glauben oder nicht. Ja, tun es einfach in euer Leben irgendwie integrieren gerade. Ja, ich irgendwie passt es immer. Integrieren oder auch ignorieren. Auf jeden Fall bei euch steht, oder bei dir, der zulässt. Sie können durch zähe und ausdauernde Arbeiten viele Steine aus dem Weg räumen. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich würde auch sagen. Super. In dem Fall. Nein, warte. Share it, teilt, spammt eure Kollegen. Nein, Spaß. Bewertet 5 Sterne. Wir sind ein bisschen runtergerutscht. Bitte, 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 bitte. Ja, oder auch mit 4, wie auch immer. Falls ihr uns gerne hört, dann sind wir froh um eine Bewertung, um einen Kommentar, whatsoever. Ja, danke fürs Zuhören. Uns gibt es in 2 Wochen wieder und bis dahin eben könnt ihr eure Steine aus dem Weg räumen, ihr habt Zeit. Nicht? Doch. Tschüss. Ciao zusammen. Ich glaube, das ist gut. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Warte, Warte, wie hat sie gesagt, stoppen? Da. Okay, stopp. Das ist gut. Das ist wirklich gut gewesen. Wie lange haben wir aufgenommen? Oh ja, stimmt. Hoffentlich hat jetzt einfach noch mein Handy, weil Ja, das hat hat- aufgenommen. Hey, mein Handy Ja. aufgenommen. Oh. Und sogar, warte. 24. Warte, Sogar dann bei 30 stoppen. Sekunden. 30 stoppen. 1, 2, 3.